wann hast du mal im Leben Angst gehabt? Für was hast du Angst? So, die Angst ist ein von der größten Bremse. Ein Sprichwort sagt, all deine Träume liegen an der anderen Kant von der Angst. So, also zwischen die in den Träumen, was sich Wirklichkeit merkt, ist eine große Angst. Was ist die Angst zum Beispiel? Angst für Menschen. Ich würde mal, wenn ich euch was sage, weil ich viel Angst hat, mir die Leber zu sagen, Doktor. Ich würde mal eins, wo was Art tun, ich hatte Angst, dass nicht funktionieren wird. Und eins sind von klein abgetragen, so, prüf nicht was nie, alle nie haben Angst für das nie. Da wird vielleicht was passieren. Oder, nee, prüf das nicht. Du wirst drauf fallen. Oder du wirst das nicht kennen. Du nicht lieber nicht prüfen, du lieber nicht was nie utfinden. Aber Gott sagt uns immer wieder, dass wir alle aufsehen für neue Wien, für neue Situationen, für neue Herausforderungen. So, zwischen die in die großen Träume zum Fährweg kommen, liegt eine große Angst. Was merkt die Angst im Leben? Was die Menschen sagen, dass du krank warst, dass nicht funktionieren wirst, dass du noch viel zu jung bist für das, dass du viel zu alt bist, dass du nicht die Kraft hast, du bist nicht klug genug, du wirst das nicht funktionieren. Verschiedene Sachen, wo Angst merken, wo Menschen einfach bremsen und sagen, im Traum wollen wir mal ein bisschen aufbremsen, ich will nicht wieder träumen mit dieser Sache, was ich habe, das kann ja immer nicht funktionieren. Wo brauchst du deine Energie und deine Kraft? Und so wie viel Angst du kannst im Hort nachkriegen, aber ein Stück mehr, dann so viel Angst brauche ich in mein Leben? Oder nicht? Das ist interessante Bibel redet, so ja viel über Angst. Und so viele Texte redet immer wieder, wie soll nicht Angst haben. Einer von diesen Texten finden wir in Jesaja Kapitel 41, Vers 10, da sagt es, grüll dich nicht, denn ich war bei dir stehen. Hab keine Angst, denn ich sehe den Gott. Ich mag dich stark und ich will dich helfen. Und meine siegreiche Hand wird dich beschützen. So, das ist ein Text. Warum brauche ich nicht Angst haben? Wenn es nicht Probleme gibt, ja. Wenn es Probleme gibt, dann gibt es jemand, wer bei mir ist. Gott ist immer gerade aus der Sache, wo ich keine Angst merke. Dann hat das eine Sache mit Vertrauen. Glaube ich, in durch meine Energie an die Sachen stoppen, an die Personen, die mich angegrillt haben, da stoppe ich Energie in Zeit an Gott, die sagt, ich will mit dir sein, ich will dich begleiten. Und was, wenn das einmal nicht funktioniert, ich habe dreimal geprüft. Die erste Sache, dass das funktionieren muss, man prüfen, es ist ein kleines Kind. Ich habe dreimal versucht, ab der Stunde zu gehen, funktioniert nicht so im Rest des Lebens, wo ich niemals gehen. Wofür kann man ein Kind anfangen zu gehen? Abstunden wieder. Und dort redet Gott uns an, im geistlichen Leben, auch im wirtschaftlichen, in anderen Situationen. Wenn du hingefallen bist, bleib nicht liegen. Abstunden einfach wieder. Einfach einen Schritt wieder tun, und nicht da liegen bleiben. Gott seine starke Hand, die will da sein und sagen, weißt du, hab nicht Angst. An der anderen Kant von der Angst, du hast den Traum, was Wirklichkeit von wurde. Dann muss ich entscheiden, ich will einfach was nicht gehen, ich will diesen Fluss schwammen, wenn es das gefährlich ist, aber an der anderen Kant kann ich meine Sache erleben. Wo brauchst du die Energie? Gott will mit dir sein, auch dann, wenn es Probleme gibt, und sagt, sitz, du hast das geschafft, wenn ich bei dir sehe. Eine Oase in dein Leben zu erleben, ist nicht, wenn da nicht Probleme sind, sondern in den größten Problemen, wenn der Wind von Fähre kommt, dann sagt Gott, ich sehe mit dir, in go Fähre, hab nicht Angst, grüll dich nicht. Stopp die Energie an die Träume an, wenn es das dann Glaubensprojekte.